Dankschein von der Buchharchen Eihe ab einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, Evasaat en Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 3, Kapitel 12. 4 Sorten von verdorvene Ehefrühes. Wer eine gute Früh gefangen haft wat viel mehr wird als diere Steine. Ihr Mann sein Hort kann sich ruhig ab Ar verloten. Sie wird dort an nichts fehlen loten. Sie det am gaudet en nichts schlachtet, solang als sie lebt. Spreche 31, Vers 10 bis 12. Die erste Sort von verdorvene Ehefrüh. Die dominierende Ehefrüh. Dort er später an einen Winkel ab dem Boverbeen zu wohnen, als mit einer zänkische Frühtaub am Hüs zu sein. Spreche 21, Vers 9. Dort er später an der Wildnis zu leben, als mit einer striederische dolle Frühtaub wohnen. Spreche 21, Vers 19. Brad und Sue wären ein Paar, wo keiner geträumt hat, was sie an ihrer Ehe für Probleme hatten. Groß angekickt scheinen sie ein vollkommenes Verhältnis zu haben. Brad wie ein schmacker Mann, wat nicht blöd wie und hat eine nette, menschenfreundliche Natur. Sue wie eine spoßleibende Familiefrau, wat zu Gott und Brad treu wie. Jeder einer gleicht mit ihren Taub zu sein, wer ihn mit ihren beid leicht ging vorig zu worden. Aber wenige Personen scheinen ihr verfallendes Verhältnis zu machen. Brad seine seite nate Natur wie dort, wat Sue erstenfalls nur angetrokken hat, aber nu wart sie an, dat hij als leider sehr kort kam. Wann hij auch freundlich und leicht mit umzugehen wie hij einer, wat Menschen versucht haben gefallen zu leben. Wen hij so gut wie zum Horchen, gingen viele Menschen nur an mit ihren Problemen. Brad aber hat nicht die Kraft von tiefen Überzeugungen, wat am dort mählich mögt faste Antworten zu geben. Wann die dort an ein leibendes Fremdlin und horchendes Ohr fehlt, wie Brad der Mann, aber wann dort an Leidenschaft fehlt, wie er nicht sehr stark. Fehlende Leidenschaft wie die Wurzel von das Problem, wat zwischen Brad und Sue was. Sie schätzt seine gute Eigenschaften, aber sie funkt sich immer doller dabei, dass sie ihren Respekt vor ihm verlor, während er am Heim mit nichts einen Anfang mögt, büter mit Sex. Als dat mit immer doller überdrüssig ward, klagt sie immer mehr über die Dinge, wat hij nicht deed. Brad oeier dort, wat zij seht, en dacht zij pult dan aan, en wehrt sich, die Dinge te ändern, wat zij nu verlangt. Aber Sue blijft dabei. Ohne dass sie dort ansagt, wie Sue kriegt so ein großes Problem als Brad. Vom Anfang von ihr Verhältnis an, wie dort ihre dominierende Persönlichkeit, wird Brad dort mählich mögt, so passiv zu sein. Und es steht, dass sie ihre von Natur aus starke Persönlichkeit mit starken Meinungen in Ordnung hält, nutzt Sue Brad seine gemütliche Persönlichkeit aus, ihre Dominierung mählich zu machen. Sie wird aber an, dass dort zwei Probleme abkommen dadurch, dass sie an Kontrolle wird. Erstens, die seit der Mann, wat sie sich gefried hat, kann die Abgabe nicht erfüllen, wat Gott von ihm erwartet, und dadurch wird Sue ihr Bedürfnis für männliche Anleitung verhindert. Und zweitens wird sie an, dass ihre Persönlichkeit immer doller und Brad anfängt zu rubbeln. Wo er zu einer Zeit sich daran erfreut hat, dass sie eine starke Persönlichkeit und starke Meinungen hat, äußert er sich darüber und fällt sich als Mann ohne Kraft, durch wo sie ihn behandelt und zu ihm redet. So wir durcheinander. Wo wir sie an so durcheinander angekommen. Mit der beste Vernehmen hat sie einen guten christlichen Mann gefried, denkend, dass alle anderen Frühes würden brav sein, einen so einen Mann zu haben, und doch wir sie miserablich. Das erste Problem anfangen zu verstehen, wat eine dominierende Früh an der Ehe begegnen wird, denk mal über das Karte schrieben no, wat uit ein längere Schrieben von Dr. Marlon Howe unter die Überschrift, wat eine Früh den Mann respektieren, wat sie kontrollieren kann, genommen ist. Wat ist die bekannteste Klacht, wat befriede Lied über einander haben? An meiner Eheberatungsarbeit ist die Klacht, wat sich am meisten wiederholt diese. Der Mann feilt, dass er zu wenig Respekt von seiner Frau kriegt, und die Frau feilt, dass sie zu wenig Liebe von ihrem Ehemann kriegt. Wo kann das sein, wenn ihre Gefühle füreinander so stark wären, als sie sich am Anfang kennenlernen? Die wären wirklich ein Liebe, nicht so? Starke Gefühle für sich untereinander? Ja. Live? Nee. Paare, wat sich so beklagen, als groß beschrieben ist, sind an einem Fall, wat Eheberater benennen als mit aufhängendes Verhältnis. Ein Partner ist vom anderen abhängig, wat alle unabhängig zu sein scheint. Der unabhängige Partner ist abhängig von den anderen Partner seiner Abhängigkeit.
Gott hat die Ehe so geplant, dass eine gesunde Abhängigkeit und Metaufhängigkeit am Verhältnis sein soll. 1. Mose Kapitel 1 und 2. Die Frau soll von ihrem Ehemann abhängig sein. Hij soll abhängig sein von ihrer Abhängigkeit. Indem zij dat tät, fällt sie sich nur eine Frau beschützt und versorgt. Hij fällt sich nur ein Mann, an wem dat fehlt und wat wichtig ist. Zij fällt sich geleift. Hij fällt respektiert. Nur Epheser Kapitel 5. Dat angesunde, aufhängende, metaufhängende Verhältnis passiert an Ehen, wo die Geschlechtsabgaben angetäuscht worden. Der Mann ist von seiner Frau abhängig. Die Frau, wat unabhängig zu sein scheint, ist in Wirklichkeit abhängig von seiner Abhängigkeit. Daher fällt sie eine große Verantwortung, alles für ihn zu stahlen, ihn zu beschützen, für ihn zu entscheiden und sogar ihn zu raten. Sie ist in Kontrolle, er ist unter Kontrolle. Ich habe noch keinmal eine Frau getroffen, wat einen Mann respektiert, wat sie kontrollieren kann. Von ihrer innerlichsten Seele quält ein Grundbedürfnis, ihren Mann nicht zu respektieren und ihn beschuldigen zu können. Ich habe noch keinmal einen Mann getroffen, wat eine Frau, wat ihn kontrolliert, wirklich lief hat. Von sein innerlichsten quält ein Grundbedürfnis, sich von seiner Frau zu trennen, aus dem Stich zu gehen und selbst wo Bediensamkeit zu finden. So schieben beide Partner sich an sich von sich weg, die Frau durch Beschuldigung und der Mann durch Vernachlässigung. Du fragst, wieso haben diese zwei Menschen sich erstenfalls dann befreit? Die Antwort, die mussten. Der Mann kommt allgemein von einem Heim, wo der Vater entweder schwach, passiv oder weit auf war, und die Mama musste an der Familie die Bäcksten brocken. Während der junge Meier mit seiner Mama erfuhr als mit seinem Papa, wie sein Gefeilsystem ebenfalls gefällt mit Mama, da sehr versorgt. Die Wissenschaft hat entdeckt, dass dort innerliche Formen von der Identität am loten Jugendalter vorig ist. Sprecher 22 Vers 6. Also wird ein Jung, wat so viel als betuttert worden, sich eine Mial sehen, wat so ein Betuttern wieder daunen wird. Wird jemals so eine Mial finden? Dr. Fout, der erste Psychiater von Menninger Clinic in Topeka, Kansas, sagt, dass sei Arm wahrscheinlich erst finden wird. Ein aufhängender Jung wird wahrscheinlich von einer unaufhängenden Mial gefangen worden. Die frieren. Wieso? Wegen seiner Aufhängigkeit erlaubt und Kontrolle, verantwortlich, bediedsam und nicht verletzbar zu sein. Im Gegensatz, ihre Unabhängigkeit erlaubt, dass er aufhängig, nicht verantwortlich, verletzbar und sicher bleibt. Du fragst, na, wenn es mal schafft, dann will sie nicht. Das Problem ist, das schafft gar nicht. Nur eine gewisse Zeit wird die Frau meid worden von so verantwortlich sein, und der Mann wird meid worden von so kontrolliert zu werden. Das Gefeil von Mann seinen haft er nicht, und daher versägt er von ihr wieder aufzukommen. Indem er sich von ihr trennt, fängt sie einen starken innerlichen Euer anzufeilen, dass sie nicht mehr von ihm geleift wird. Während sie das Bedürfnis feilt als früh, wird sie ihm dann nur gehen. Je doller sie am Hingeran ist, je doller trennt er sich von ihr, er fasst, jährt, schafft, trinkt, spielt Videogames, schnappert am Internet rum, kijkt TV und so weiter. Wenn jetzt ihr sehr genug verbrochen ist, fängt sie sich an von ihm zu trennen. Der Mann feilt, dass sie zu weit voneinander sind, und dann fängt er an, Not zu gehen. Er verspricht vielleicht besser zu daunen, vielleicht verspricht er sogar dem Mann und versichert das Anmähliche. Ist seine Mannslosigkeit gehen an, aber wird ihre eigene Frühlosigkeit nicht an. Wenn sie taub kommen, ist das mal für eine Karte Zeit. Das eheliche Schüben und Rieten dreht immer weiter um. Wenn das ihr Stuhl gebrochen ist die Scheidung dadurch als eine Gefeile oder ein physischer Tod. So ist die seinen Kost, die Probleme wird fallen, wenn Geschlechtsabgaben in ein Verhältnis von einer dominierenden Frau und einem passiven Mann vertuscht worden, sind gewaltig. Um die Antwort für das Problem zu verstehen, bemerkt die bekannteste Ursachen, wo so eine Frau dominierend wird und was die Lösungen dafür sind. Dort wird Verlangen, in diesem Aufschnitt bedient, ein Verlangen für Autorität. Daher haben früher von Gordon Eden und wieder von Natur aus eine sämtliche Neigung gehabt, die Männer in ihre Lebensversehen zu kontrollieren. Bemerkt die dort, wo Gott einfach sieht. Er wird über die dort wird führen. Einfach wird weitergelassen, dort wenn sie auch nur verlangt, Adam zu regieren, würden beide, die Mann und Gott, dort nicht erlauben. Daher muss jeder früh verstehen können, dass ihre Natur so ist, dass sie versägt, ihren Mann zu kontrollieren und Autorität über ihn zu haben.
Nummer 1. Die Sinnnatur, Rebellion. Am Garten Eden kam Sinn an die Menschheit näher, als Adam und Eva die Frucht von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Schlecht aten. Als Gott irgendwie in ihre Sinn anredet, seht hij zu Eva. Doch was die ein Verlangen nach dienen Mann haben, und hij wird Eva die dort Wort führen. 1. Mose 3, Vers 16. Die Antwort als unsere sinnliche Natur und unsere Fehler zu stonen und nicht versuchen, die zu rechtfertigen oder zu normalisieren oder die überhaupt nicht zu beachten. Dort ist eine Sinn, wenn wir versuchen, unsere Ehepartner zu kontrollieren, ein Daunt als wie Mann oder Frau sind. Einzige Frühlied kommen aus Familien, wo das Generationen von kontrollierenden Frühes gejeft haft, und dort Beispiel mit ganz und gar aufgesagt worden. Wenn du deine Familie auch gleich hast, musst du eine höhere Treuheit haben für Gott und sein Plan für dein Leben und deine Ehe, als zu deiner Familie. Wenn Sinn und Rebellion bei der Wartel sind, ist die einzige Lösung Buße und sich nur Gott drehen, um Heilung und Halt zu kriegen. Gott läuft Demut und ist immer da, um uns zu helfen, wenn wir unsere Schwachheiten taustonen und nur seine Kraft fragen. Ich bin ein dominierender Ehemann und deed meine Leibe früh viel Schulden an und hat unsere Ehe meist in den Grund gebracht. Die Heilung von unserer Ehe fängt an dem Abend an, als ich für Gott und der Kehren Buße deed und abhielt mit mein Verholen zu rechtfertigen. Nummer 2. Angst. 1. Petrus Kapitel 3 ermahnt die Frühes, ihre Männer ungeduld zu sein, indem sie sich innerlich mit einem sanften und stillen Geist schmücken. Petrus erinnert die Frühes daran, dass die wundervolle Frühes von vorherigen Tiden dort deuten, besonders Sarah, ihr Abraham und Adam sogar Haar. Petrus schlitt den Ausdruck über Sarah auf mit einem interessanten Ausdruck. Und wenn je dort auch so daunen, dann sind je ihre Dachte geworden, und daunen wat reicht es. Dann habt je keine Ursache, jün zu fürchten. 1. Petrus 3, Vers 6. Wer in Frühes all eine sinnliche Natur haben, wat trifft, ihren Mann seinen Einfluss zu wahrstonen, det so dann alles, wat kann, eine Früh zu der Rebellion zu versägen. Sehen je wer, wat am dollsten anwandt, Frühes zu der Sinn zu versägen, ist Angst. Wenn wir auch alle sinnliche Naturen haben, so geht es auch von Natur für gewisse Dinge Angst haben, jeft doch eine von Dämonen inspirierte Angst, wat der Teufel in unser Leben anodemt, uns zu der Sinn zu verleiten. Paulus schreibt diese Worte in 2. Timotheus 1, Vers 7. Wils Gott gef uns nicht einen Geist, der uns furchtsam mögt, aber den Geist von Leib und Kraft, und dort wir uns selbst beherrschen können. In diesem Aufschnitt wird von Angst geredet als eine Geisterkraft. Uns wird auch gesagt, dass er nicht von Gott kommt. Im Gegenteil, Gott gibt uns Kraft, Leib und Selbstbeherrschung. Soten inspiriert uns uit Angst, was zu tun, aber Gott gibt uns die Kraft, gerecht zu handeln und über unsere Gefeinde zu herrschen. Wenn ich eine Früh rot gebe, wat heim dominiert in oder von ihren Ehemann seine fehlende Leidenschaft verbessert ist, habe ich vorhin mit einer Früh zu tun, was stark von Angst beeinflusst ist. Als dort nur eine Angst ist für finanzielle Verfehl, Angst für Einsamkeit oder Angst für persönliche Schulden, Angst ist ein von den größten Dingen, was eine dominierende Früh trifft. Sei wel, dass Ehemann an der Leitung ist, aber sie hat Angst für was passieren wird, wann er die Leitung nimmt, daher bleibt sie an der Leitung und dominiert ihren Mann oder fordert am ständig rüt, wann er zu leiden versiegt. Für Frühes, was in dieser Situation sind, ist die Antwort, dass sie abhielten Rühmte geben für die Angst, indem sie ihre Augen auf Jesus gerecht haben und ihre Männer die Freiheit geben, Fehler zu machen. Ich rede nicht von Fehler, sondern aus missbrauchendes oder verdorfendes Verholen. Wenn so eine Dinge da sind, dann muss entschlossen handeln, die in die Kinder zu beschützen. Diese Art Fehler, wo ich von rede, sind die unvermeidlichen Fehler, was Männer machen. Ich rede auch von den Fehlern, dass die Dinge anders tun wird, als du selbst wirst, was vielleicht recht oder unrecht sind, aber in deinen Augen sind Fehler die Dinge, was du glaubst, dass du dir utbetern wirst. Jedes Mal, wenn du am utbeterst, stiert dein Mann sich über die. Wieso wirst du nicht bloß mal loten fehlen? Lotte in ein Kapitel brauch ich das Beispiel von einer Frau, was an ihrer Ehe anfängt, indem sie ihren Mann erlaubt, Fehler zu machen. Sie hat sich vorgenommen, zu leben, ein Daunt, was er deed, und Gott dort zu übergeben, am Tracht zu lehren. Dit Paar ist nu al über 50 Jahre befried gewesen, und sie sind immer noch brennend an Leib. Nachdem er in meist alle Hinsichten Fehler gemacht hat, ist ihr Mann nu an alles ein Erfolg. Die Ursachen sind diese. Er braucht nicht ständig mit seiner Frau kämpfen, die Leitung am Heim zu haben.
zij leidt am Leiden ohne am Rüt te forderen, en hij behandelt haar als zijn steken en zoals een vriend. Hij braucht zich nicht te zorgen über Fehler maken, zij leidt am en ondersteunt am en alle falen. Hij schatzt daar immer dollar wegen zij am so trü ondersteunt, durch die goude en schlechte tiden. Daher versucht haar te gefallen. Wegen zij aan God vertrouwend leidt, dat hij groot genoeg wie om ihren Mann recht te leren, deed hij dat ook. Zij kriegt sich der Verlangen, um die Leitung zu nehmen, ständig in wahrer Stund den dämonischen Geist von Angst mit das Wort Gottes. Daher schafft Gott seine Kraft durch haar so, dass sie ihren Mann leben und respektieren kann, so als sie wisst, dass sie soll. Lot dort nicht, dass Angst dein Leben kontrolliert. Angst ist jeden Leib und jeden Fried. Stell die unter Gott. Waar du den Feind und hij wordt van die Weichmatten, nur Jakobus 4, Vers 7. Nicht bloß dort, deine Ehe wordt Gott gedien, wann du deinen Glauben auf Gott in sein Wort setzt. Nummer 3. Nicht verbungener, unernährender Vater. Wann eine junge Mial abgetrocken wird, haft sie einen Vater neidig, wat auf alle mögliche Wege halbt und besteuert. Sie braucht ihren Vater auch, um haar zu leiden und halben Entscheidungen im Leben zu machen. Wann das Einfluss an eine junge Mial ihr Leben ist, wächst sie mit einem gesunden Selbstwert ab und auch mit der Möglichkeit, sich im Allgemeinen auf Männer zu verloten. Aber wenn ein Vater nicht gegenwärtig und besteuernd ist an seine Tochter ihr Leben, wird sie dort Fehlende irgendwo ersatten müssen. In den ersten Situationen bedeutet dort, dass sie viel unabhängiger und starkmeinender wird, wenn sie selbst Dinge durcharbeiten muss. Dort kann ein übertriebenes starkes Verlangen geben, für von Männer gemerkt und bestärkt zu werden. Wenn diese zwei Teile abgemischt worden, ist das Resultat eine Frau mit einer starken Persönlichkeit und ein starkes Verlangen für Anerkennung. Wo wird sie im Leben dann reich fertig worden mit ihrer starken Persönlichkeit und ihr starkes Bedürfnis für Leib? Ohne diese Wartelprobleme von ihr Leben traggestellt zu haben, wird diese Frau bloß dann funktionieren können, wenn sie einen Mann findet, wat sehr nährt und wem's Persönlichkeit schwach genug ist, um für ihre Persönlichkeit Raum zu geben. Hieruit kommt das klassische Verhältnis von einer dominierenden Frau und einem passiven Mann. Die Frau, wat dann so ein Verhältnis ist, muss erst die Probleme von das Familiensystem, an wenn sie abgetrocken wird, erkennen. Sie muss in Wirklichkeit erkennen, dass ihr Vater jeden ihr gesündigt haft und am vergeben. Vielleicht wirst du all an, dass du von deinem Vater auch recht best behandelt worden. Na, dann musst du ihm vergeben. Wenn du ihm nicht vergibst, wirst du die selbst und die, wo dran die sind, viel mehr Schulden andauern, als du ihm jemals wirst. Sitzt, wenn wir jemand nicht vergibt haben, wo wir aufgrund von einem verdrehten Weg von was seinen zum Leben antworten. Also, ein Daunt was vor, dat für die seinen macht, du musst ihnen Vater vergeben. Nächstens, erkenn die Probleme, wat daher kommen, dat er nicht durch wir für die. Vielleicht bist du männlich und steckfast geworden, um deine Weidung zu verstärken oder um zu strafen. Dat kann auch sein, dat du die selbst versprochen hast, dat du dat niemals weiter erlauben wirst, dat eine Mannsperson die Weidungen wird. Wo immer du geantwortet hast, wenn du sitzt, dat das erreicht wird, dann du Buße und frag Gott am Kraft, um zu ändern. Schließlich, wenn du auch immer noch Leibenbesteuerung fehlen wird, wirst du auch Leidenschaft neidig haben. Du musst die unter deinen Mann stahlen und am Freiheit geben, dein Mann zu sein, was Gott haben will, dort er ist. Du wirst immer noch seines Gleichen, aber du musst am Freiheit geben, Fehler zu machen. Lot am Fehler machen, während du am ein Gebet unterstützt. Bet alle Tag, dass Gott die in deinen Mann heilt, während du die unter seine Autorität stellst. Bruch die starke Seiten von dein Leben, um deinen Mann zu unterstützen, aber glaub nicht, dass du am von Fehler machen beschützen kannst. Erwart dort und ihr am daran. Nummer 4. Falsch angelehrt. Wenn eine junge Mial abgewassen ist und dat gesehen haft, wo ihre Mama ihren Vater dominiert haft, dann sind viel ungesunde Bilder an ihr jungen Verstand angekommen. Dat ist nicht bloß, dass sie anfangen zu denken, dass es recht ist, wenn eine Frau den Mann kontrolliert, aber sie wird die Schwachheit, was sie an ihren Vater sieht, auch anfangen zu verachten und respektlos zu sein darüber, und auf den Weg dreht das Generationsrat von frühes Kontrolle bloß wieder. Das ist besonders so in Wortkulturen, wo die frühes all für Jahrhunderte die Familien dominiert haben. In Kapitel 9, wo ich das Thema von verdorvenen Ehemannen behandelt, rede ich von der Sache von Sünd.
Dat zijn generationelle neigingen zu einer Sünd oder negatives Verhalten und dat zijn starke Einflüsse in unser Leben. Ich habe keinmal eine Person getroffen, die nicht etliche Sonne gehad hat. Und die machen immer einen negativen Einfluss auf unsere Ehen. In Kapitel 9 habe ich diese Sache gut behandelt, und in der steht, dass ich das hier war, würde ich die Ermutigung kriegen, nach das Kapitel zu gehen, und die Schritte zu wiederholen, um generationelle Sünden in die Eenheid und in die Kinder ihrer Lebens zu brechen. Wir müssen alle anwahren, dass unsere Sünden nicht bloß uns antasten, aber die gehen mit den widrigen Generationen mit, bad wir die brechen. Als Keren ich von den negativen Einfluss von Sinn leiden, und wo die zu brechen gingen, mögen wir ein Versprechen zu Gott, dass wir das einsennen würden von Sünden an beiden Seiten von der Familie, und der Anfang von einem göttlichen Einfluss, was unsere Familie zum Sehen sein wird, für kommende Generationen. Nummer 5. Dominantes, cholerische Temperament. Einige Frühe sind von Natur geboren mit einer starken Persönlichkeit. Dat Frühmensch mit einem cholerischen Temperament hat allgemein sehr starke Meinungen und ist von Natur aggressiv. Wenn du auch was positive Teile sind zu seiner Persönlichkeit, sind du auch was klare Gefahren, besonders in der Ehe. Die Früh, was von Natur aggressiv ist, muss dort lernen, ihre Persönlichkeit unter der Leidenschaft von dem Heiligen Geist zu stahlen, indem sie ihr angeborenes Verlangen und Kontrolle zu sein überwindet. Sie muss ihren Ehemann seine Meinungen respektieren und als Ehreslichen behandeln. Sie darf die Kraft von ihrer Persönlichkeit, Dominierung oder Anschächerung nicht brücken, ihren Weg zu kriegen. Eine frühe starke Temperament kann eine wundervolle Ergänzung sein zu ihren Mann seiner Autorität, wenn das vom Geist Gottes geleitet und unterstellt ist. Wenn das aber nicht, dann kann ihr Temperament verursachen, dass sie ihren Mann seine Autorität von am Weg nimmt, und das bringt tiefen Schaden auf den Ehebund. Die zweite Sort von verdorbener Ehefrau. Die Mehligmachende. Ich traf Natalie das erste Mal, als sie an meine Arbeitsnehmung kam, Rot zu holen. Dat wir nicht wirklich Eheberodung, wie in ihrer Ehescheidung all Dienstag für uns trafen all vorig wir. Aber sich heim Rot zu holen, wie in wat wij Dagen Ängste in ihr Leben, und wundert, wat sie mit ihr tun soll. Wenn Natalie auch freundlich wir dat klar zu machen, dass sie eine sehr verletzte Person wie in ein Port von Natalie ihr Problem eine Geschichte von Missbrauch wir. Ihr alkoholischer Vater hat während ihr ganzes Leben geschlechtlich und gefährlich gemissbraucht, und dat wir noch immer umgehen. Dat letzte Mal, was sie ihre Eltern ihr Heim besucht hat ihr Vater versucht zu befoten. Wie in dat, was ihrem jungen Eltern passiert hat Natalie eine Geschichte von problemvollen Ehen hinter sich. Das wie ihre dritte Ehescheidung. Sie kämpft nicht bloß mit der Weidung, was ihr Vater verursacht hat, aber sie wie auch drauf mit einer ganzen Reihe von verfehlten Verhältnissen und die schweren Fallen, was dort in ihr Leben mit sich gebracht hat. Als sie die schwierigen Einzelheiten von ihrer Vergangenheit vertelt, beschreibt Natalie erstens, was für ein Mann ihr Vater gewesen war. Er hat noch was Gutes an sich, was viele Menschen keinmal sagen, und sie lebt ihm wirklich. Aber dort, was er angetan hat sehr geschlagen. Wenn sie auch versucht hat, ihm zu vergeben, wird das schwierig zu vergeten. Ich trug nach ihrer Mana und fang mit dem ersten an. Ihre Geschichte hielt sich nur eine Wiederholung. Ihre Beschreibung von ihrer Mana hielt sich nur eine wiederholende Beschreibung von ihrem Vater. Wenn einer auch denken würde, dass so eine Frau als Natalie einen Mann finden würde, was anders wie aus ihr Vater, wie das Gegenteil so. Natalie mögt mählich. Sie wird von Männern ihr ganzes Leben lang körperlich, geschlechtlich und gefährlich gemissbraucht worden. Noch schlimmer wie dort, sie hat zugegeben, dass das passiert wird, wenn's dem Missbrauch in ihre Ehen. Sicher hast du so eine Frau als Natalie gesehen. Sie sind selbst dort Salt für die Ehe, aber sie wurden nur verstehende Männer mit Problemen herangetragen. Aber wieso? Wieso wird eine Frau von Natur aus nur einen schlechten Mann getragen worden oder sich aufhängig machen zu einem antoverlässlichen Mann? Wieso schienen einige Frühe Magnete zu sein für schlechte Männer? Für ich die beitragende Ursachen abrede von mählichmachende Frühe, lob mir den Ausdruck mählichmachende erklären. Wenn eine Person, eine geliebte Person, die Freiheit gibt zu verdorbenes Verhalten, machen sie andere dort mählich zu sein, was er oder sie sind. Noch euer mählich machen bedient die Umstände oder Tode zu versorgen, was es braucht, am verdorbenes Verhalten von der anderen Person zu fördern. Also,
Wann immer eine Person dort erlaubt oder möglich macht, dort eine andere Person an seine oder an andere ihrer Familie sich auf einen verdorvenen Weg verhält, da jan ja als eine möglich machende Person. Dort Teil von einer möglich machende Person ist, wo das nicht ansehen kann, wenn eine andere Person sich selbst verdorven andeutet. Sie wehren sich dort zu erlauben oder dort zu beizutragen. Sie stohnen ab jeden Missbrauch gegen sich selbst oder jeden andere. Das nächste Kapitel handelt mit das Thema von frühes Missbrauch und was durch das Rechte ist zu tun. Die folgenden Einflüsse bringen die möglich machende Persönlichkeit zuwege, aber das ja rechte Handelswesen die zu überkommen. Nummer 1. Leer Selbstwert. Wisst du dort, dass die meisten Huren in Amerika von missbrauchenden Heimumständen kommen? Hast du jemals gewundert, wo so eine Person das erlauben wird, von einem Hurengeschäftseheindämmer veracht, en Missbrauch zu worden und von Kunden als sexspieltig gebraucht zu worden? Die Ursache davon ist, dass viele von diesen Frühen sich selbst nicht durchverholen, dass sie bessere Behandlung wert sind. Natalie wie ein Beispiel davon. Ihr ganzes Leben fällt sie sich schwinsch, wie ihr Vater geschlechtlich missbraucht. Nicht bloß dort, aber jedes Mal, wenn ihr Vater sich besaugt, seht ihr zu du wirst keinmal einen Mann kriegen, so schlecht als es dies ist. Als sie erst 18 Jahre alt war, glaubt Natalie dort, was ihr Vater gesagt hat. Wirklich glaubend, dass sie das nicht wird, wie einen guten Mann zu haben, was er reich leben wird, ging sie so eine Mann nur, was sie feilt, dass sie Krieg so an wird wären als sei oder noch weniger. Natalie kickt sich selbst sehr leer an. Der einzige Weg, wo sie sich an ein Verhältnis sicher feilen kann, wie einen Partner zu finden, was so leer oder leer als sei wir. Solange sie mit einem schlechten Mann taub wir, fällt sie sich wat wert und neidig an das Verhältnis. Jahren mit ihren Vater haben auch das beigebracht, wo sie mit so einem Mann aus das überleben kann. Ein Don't wo bei so ein Verhältnis steht, verar wir das normal. Aber nur gonen an so eine Verhältnisse schafft nicht. Sie muss durch ihre Verhältnisse pflichten, wie ein körperlicher Missbrauch oder sie wird von anderen Ehemannen im Stich gelassen. Wort für ein Angelegt. Für eine Frau mit einem leeren Selbstwert ist die Lösung für abhören zu glauben, was Menschen sagen, über wer sie selbst ist, und was sie sich über sich selbst sagt, oder was die Spiegel über sich selbst sagt, und anfangen zu glauben, was Gott sein Wort sagt. Als Karen und ich uns befrieden, hat sie einen leeren Selbstwert als meist keine andere Frau, was ich getroffen habe. Nicht halbbar, was sie anfängt, die Bibel zu lesen und Gott erlaubt, ihren Sinn umzuändern. Tag für Tag, in dem Karen Gottes Wort los, sunk seine Leibenbesteuerung tiefer und tiefer in ihr Hort nähen. Wird von Kritik in Entmutung worden mit Wert von Trost und Preis ersatt. Weidonende Gedanken werden mit heilende Gedanken ersatt. Meine Frau wird geraten verändert durch die heilende Kraft von Gott sein Wort und Gott seine Leib. Von dort ist sie eine ganz andere Person. Sie schreibt ein Buch mit der Überschrift From Pain to Paradise, von Weidorg zum Paradies, wat die Geschichte von unseren ersten Jahren von Befriedsein und wo Gott von Selbsthaus in leeren Selbstwert gerathaft vertalt. Dort Buch kostet auf Marriage Today ihre Internetseite kaufen. Nu Gott sein Wort hält Gott so viel von die, dass seinen einzigen Sinn schickt, für die am Kreuz zu sterben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du die einen Tag mit Jesus befreien, als Port von der Brut, der Kirche. Und wenn du gut genug bist für Jesus, bleibst du nicht, dass du einen gereichten, jettlichen Ehemann wird bist? Diese Wahrheiten geben die nicht das Recht, die von denen jeden werten Mann zu scheiden. Aber mag deinen Ehemann sein verdorbenes Verhalten nicht mehr möglich. Du bist was betert wird in Hayok. Dort wir dann, als Karen lebend je in mir Abstand, als der Herr anfängt zu heilen, wurde ich die Richtung von unserer Ehe verändert wird. Solange sie willig wir mich dominieren zu lassen, würde ich damit nicht abhören. Ich danke Gott für den Tag, als sie für sich selbst und für unsere Ehe abstand. Die mählich machende Ehefrau wird normalerweise ihre Kinder ihr verdorbenes Verhalten auch mählich machen. Verdorvende Neigungen an die Kinder zu erlauben, die so zu feilen, als wenn das an deinem Heim und an deiner Familie an die fehlt, als ein derer Weg, deine eine Wunden zu pflegen. Glaub Gott sein Wort für die selbst und für deine Familie. Wenn du dort denkst, wirst du bei deinen Kindern nicht immer hoch angesehen sein, aber bei Gott ja. Lothar im Leben waren deine Kinder die danken für ihren sehr genug Leben, ihn mit Leib zu belehren und nicht zu ihm zu sein, wenn das nötig wäre. Nummer 2. Ein verdrehter Weg von Leib sein. Eine Frau, die ich rot gegeben hat, wohnt in einem Heim mit einer dominierenden, missbrauchenden Mama.
Zij zei te mij met tronen aan de ogen dat ihre Mame ein hoher gesetzlicher Belehrer war. Daher hat sie am Jungen alle geschworen, dass sie ihre Kinder niemals so abtragen wird, als sie abgetragen hadden. In Übereinstimmung mit ihr innerlichen Versprechen wird sie sich irgendein Problem, was sie an ihre Kinder oder ihren Ehemann sagt, zu kritisieren oder zu stellen. Wenn sie auch einen wassenden Ohr feilt und ein Gefühl hat, dass ihr missbrauchender Ehemann und ihre rebellische Kinder je in übertreten deuten, hat sie entschlossen, dass es ihr Problem sein muss. Sie kam Ruhe zu holen, zu sein, wo sie lehren kann, ihren Ohr und ihre Depression zu überwinden. Als ich mit dieser früh verteilt und zu helfen versucht, leide ich erstens an, ihr innerliches Versprechen zu brechen, was sie sich selbst das Kind gemacht hat. Ich teile Matthäus 4, Vers 34 bis 37 mit, zu wiesen, dass wir nicht tau oder bei uns selbst oder irgend andere schweren sollen. Ich erkläre dass sie geschworen hat, nicht so zu sein als ihre Mama, hat sie nicht bloß ihre Mama gerecht, aber sie hat auch unabhängig von Gott gehandelt. Nachdem, dass sie die Gefahr von innerlichen Schweren verstanden und den Schwur aufgesagt hat, erkläre ich die Natur von wirklichem Leib. Ich teile Hebräer Kapitel 12 mit, was Gottes Wort sagt, dass jeder einem, was leift, belehrt, und wenn wir nicht von ihm belehrt worden, so wir nicht seine Kinder. Ein anderer wird, Leib wird nicht bloß durch Pflege und Freundlichkeit bewiesen, aber auch durch jeden wird abstoßen und Tragstahlen. Das Problem mit dieser früheren Mama war, dass sie ihre Tochter ein verwinstet und falsch arbeitendes Beispiel gegeben hat. Sie hat ihre Mama ihr verdorbenes Verhalten gesehen und dort als falsch beurteilt, und daher hat sie nur die andere Seite übergeschwungen. Ihre Heilung kam, indem sie ihre Mama vergab und ihr innerlicher Schwur aufseht, und von der Schrift lehrt, dass Leib durch ein Gleichgewicht von Annehmen und Traglehren bewiesen wird, und nicht bloß entweder ein oder das andere. Wenn du wirklich glaubst, dass du deinen Mann liebst, indem, dass du ihm dort erlaubst, sich selbst zu verdorben oder die in deine Kinder zu missbrauchen, dann bist du verfehlt. Wenn du auch nicht je in deinen Ehemann sinnen sollst du ihm ein Leib erstohnen und die Wehren mit ihm taub an sein Problem teilzunehmen. Indem, dass du dort tust, bist du gar nicht rebellisch und hältst deine Leib gar nicht träg. Du leibst ihm sehr genug, ihm davon aufzuholen, dass sich selbst und die, was am sind, nicht verdorft. Nummer 3. Angst für Verschmähten worden. Verschmähten sein ist ein von den schlimmsten Weidorg, was eine Person im Leben erfahren kann. Angst für Verschmähten zu sein ist allgemein ein von unseren tiefsten Ängsten. Einige Frühes waren nicht durch Söhne, was es möglich machen, dass sie einen leeren Selbstwert haben oder Leben nicht recht verstehen. Sie waren dort, wegen sie Angst haben, verschmähten zu werden und allein zu bleiben. Daher holen sie Missbrauch uit und lassen ihrenste Probleme bei ihren Mannen in ihr Leib Tag. Für ist das Stillsein das Ticket, ihr Leibten angenommen zu sein. Oder dort ist wenigstens der Preis, nicht allein zu sein. Noch einmal sage ich, Angst kommt vom Teufel. Wenn das nicht eine gesunde Furcht ist, ihr Furcht und Anerkennung für Gott, dann trifft Angst die nur, dort Unrechte zu tun. Entsteht Angst zu haben, für was Menschen tun wollen, wenn du ihnen die Wahrheit sagst, und nicht anwärligst, ihre Sinn mählich zu machen, steh ab und hab Glauben an Gott. Sogar wenn du verschmähten wirst, glaubst du nicht, dass Gott groß genug ist, die zu beschützen und zu belohnen, wenn du dort denkst, was reich ist? Hei Wort. Wenn wir auch alle die Leben sollen, was rammen sind und gnädig sollen sein zu Ernst, kommt da eine Zeit, wo wir nicht mehr mitgehen können. Als das nu eine Sünd, Missbrauch oder Gottlosigkeit ist, Gott ist unsere höchste Autorität. Er wird uns keinmal verschmieden, für das Rechte gedonen zu haben. Kriegt das jeder so. Ein Don't, was Menschen daunen oder treiben zu daunen, Gott wird am unserthalben mächtig arbeiten, wenn wir unseren Glauben bloß auf ihm saten. Nummer 4. Das passive, phlegmatische Temperament. Viele Frühe sind mit einer sehr gemütlichen Persönlichkeit geboren. Frühe mit so einem phlegmatischen Temperament sind allgemein sehr annehmend und holen viel uit. In Wirklichkeit ist eine sehr starke Seite von dieser Persönlichkeit dort, dass sie in ihre Verhältnisse sehr treu und feinfühlend sind. Wenn die Frühe mit so einer Persönlichkeit auch die Möglichkeit für die befasste Verhältnisse haft sie auch die Möglichkeit, eine Möglichmachende zu sein. Dieselbe nahte und freundliche Neigungen an die phlegmatische Persönlichkeit, was von Natur leicht andere annimmt, ist auch dieselbe Natur, was andere nicht je in Eber steht, wenn das daran fehlt. Die Früh mit ein passives, phlegmatisches Temperament soll ihre starke Seiten brücken zu leben
en te dezelfde tijd ook leren voor zichzelf op te stonen en een lijf de waarheid te zeggen, indem ze ihre werkliche Gefühle uitdrückt. So kann de phlegmatische Früh beides sein, ein treuer Partner en tegelijk ook een starker, actiever Partner. De derde soort van verdorvende Ehefrüh, de afgelankte Früh. En groet ze ook de oudere Frühs, dat ze zich ihren hoofd abvieren, zoals dat heilige toekent. Zij zullen niet plüderie drijven, ook niet om wien verskloofd zijn. Zij zullen andere goudet leren. De oudere Frühs zullen de jonge ermoetjen, ihre mannen en tjenje goud te zijn, gescheiden vriendlich te zijn, reinem karakter, zich beherrschen, ihre huisarbeit verrichten en ihre mannen ongedoen zijn, dat over God zijn woord niet gelasterd wordt. Titus 2, vers 3 tot 5. Joanne wie eine kraakte Früh, wat er ihr ganzes Leben mit Hürge an gelebt hat. So schwind als zij en meine Arbeitsnen staubt, sag ich, dat zij wisst, wat zij wil, en sie gut uitspreken kon. Nodem dat wir uns begreist hadden en wat allgemein het vertaald hadden, om dat Eis te breken, vroeg ik Joanne ihr Verhältnis mit ihren Ehemann, Al. Joanne wie eine sehr oprechte Früh en daher wie dat eine leichte Sache, dat Problem te vinden en eine Lösung für ihre Schwierigkeiten te vinden. No Joanne ihre Ansicht hadden zij en Al keinmal een sehr naues Verhältnis gehad. Al wie eine Lehranstalt gewast, als zij zich befried hadden. Nodem dat hij van de Gesatzschule graduiert had, werd hij deelnemer aan een Aufkotsfirma en wie van voets aan zeer druk gewast met nap te komen. Wanneer Joanne ook financiële zekerheid had en een Gesellschaft alles had wat een Früh droom zijn kon, wie de eind wat zij niet had, ihren Mann zijn opmerkzaamheid. So schwend als ik al zijn afgelangenheid entdeckt, vroeg ik Joanne, wo zij in ihre Ehe met deze Einstellung omgegangen had. Zij antwoordt dat ze zich am Anfang van ihre Ehe vorken darüber gestreden hadden, hoeveel tijd hij van thuis weer. Zij had hem ihre Gefühle mitgeteilt, en wanneer hij ook Versprechungen gemacht had voor de toekomst, schijnt de Jehen woord niemals te ändern. So leert sie sich dort beschäftigt te blijven om nicht so viel Weidurchwehende te erfahren. Joanne beschäftigt sich voll mit ihren Kindern, Freunden, Familie, gesellschaftliche Dreckigkeiten, freiwillige Dienste und Kirche. Zij wie eine Gesellschaft bekannt als eine wat in vielen Hinsichten veel bijdroeg. Dat Problem blijft aber da. Ihre Dinge, wat zij deed, wären eine Erstattung für ihren Ehemann seine Leib, en dat schafft aber auf keinen Weg. Al sündigt gegen Joanne, indem hij seine Schulenarbeit vertrag verarr in seinem Leben. Joanne droeg de zin wieder, indem zij in het leven veld met dingen, wat daarvan aflenkten. Behold dat, zin leist geen probleem. Die mag die bloß wiedergehen. Wann doch eine gute Erklärung wie über die Ursache, wieso Joanne sich mit anderen Dingen so druk mag, wäre danach eine falsche Entscheidung. En es steht, dass sie zu all seine Entscheidung so antwortet, hat Joanne ihr Hort sollt nur all gedreht holen und auf einen göttlichen Weg gehandelt und gebet haben, dass der Herr am Trag lehren soll. En da steht, dreht sie ihr Hort von all weg und beschäftigt sich verfall mit anderen Dingen, en keiner wie gebleven om voor ihre Ehe te feiten. Daher wird het keine Überraschung an te worden, dat al voor etliche Jahre ein Verhältnis mit einer anderen Früh gehad hat. Dat wir nicht ihre Schuld, aber dat Klima für Ehebruch wäre gemacht durch dem, dat sie beid aufgelangen wären von ihr Verhältnis. Krieg so als ein Mann sein Hort nur seine Früh in sein Heim drehen moet, so moet eine Früh dat lehren, ook datselfde te doen. Während der Ehemann eine höhere Priorität am Leben von einer Früh haft als irgendwas wird, besieht Gott, muss sie die Zeit und Lebenskraft, wat arm für das ewige Port von ihrer Ehe traft, beschützen. Gott seine Leisung für Auflenkung und Frühes zu finden, muss man die Wartelursachen davon finden. Folgend sind Wort von den Wartelursachen und Leisungen. Nummer 1. Ein aufgelangter Ehemann. So als ich in dit Buch al eher beschrieben habe, wie ich am Anfang von unserer Ehe auch ganz von Kern aufgelangen. Auch dann, als ich im Kirchendienst anging, hingen in meine 20 Jahren, war ich wahre verantwortliche Jahr von meiner Ehe und Familie aufgelangen. Wann das zweite Mal auch lang nicht so schwierig war als am Anfang von unserer Ehe, brachte doch schwierige Folgen mit sich in uns Verhältnis. Beidmal wir meine Aufgelangenheit eine große Herausforderung für Karen. Sie wird dort weigedonen und getäuscht worden durch mein verdorbenes Verhalten. Aber in beiden Fällen antwortet sie so, dass es mir träge war, und es steht, dass mir das wegjuch, oder dass sie abgauft mit mir.
wat sie deut wie eine wahre Spiegelung von Gottes Liebe für uns, wat in diesem Schriftaufschnitt offenbart ist. Seid nicht hungrig nur Geld, seid zufrieden mit wat je haben. Gott haft gesagt, ich will die nicht verloten, die nicht im Stich loten. So können wir im Vertrauen sagen, der Herr ist der mich halbt, ich will mich nicht fürchten, wat kann ein Mensch mir andaunen? Hebräer 13, Vers 5 bis 6. Der Schreiber von Hebräer tröst uns, indem er uns an Gott sein Versprechen zu Israel im Alten Testament erinnert, dass er nicht verloten oder im Stich loten wird. Die Ursache für diese Tau sei treu zu sein, wird zweimal mit einem negativen Ausdruck gesagt, wegen beide wird verschiedene wichtige Bedeutungen haben. Das erste Wort, verloten, bedeutet körperlich weichgehen oder tochloten. Aber das zweite Wort, im Stich loten, bedeutet nicht mehr was feilen oder drum geben und zum Fehlen verursachen. Gott sein Versprechen zu uns haft zwei Teile. Er wird uns körperlich keinmal tochloten oder sein Hort von uns weichdrehen. Beste Geworden darüber, dass Gott immer mit die seinen wird und dass er seine Aufmerksamkeit niemals von die weichdrehen wird, ein Dank, was du denkst. Die zweite Frage, wo mag die das feilen? Gott, nicht so? Die Erkenntnis, dass Gott immer mit uns sein wird und aufmerksam sein wird, über wo uns das geht, ist wunderbar tröstend. Dieselbe Verpflichtung, was Gott für uns hat, soll wir für unseren Ehepartner haben. Das erste Part ist, dass wir körperlich eine Ehe bleiben wollen. Aber das zweite ist auch sehr wichtig. Wir müssen in unsere Gefälle auch fast bleiben. Als ich aufgelangen wird, hat Karen eine große Herausforderung. Wird sie mich verschmieden und das wird finden, die Lage steht an ihr Leben zu erfüllen? Wird sie ein büteeheliches Verhältnis haben? Wird sie sich von mir scheiden und abgeben mit unserer Ehe? Karen will sich kein von diesen Möglichkeiten. Sie hält ihr Hort nur Gott in unserer Ehe gerecht und streit dafür, mich trägt zu gewinnen. Erstens bet sie beständig und bleibt, dort Gott groß genug wie an mich zu ändern. Dort wir das wichtigste Ding, was sie deit, an unserer Ehe zu raten. Zweitens seht sie mir die Wahrheit und sie leitet mich beständig auf einen leibenden Weg weiten, dort ich von in die Kinder aufgelangen wir. Sei wir nicht da oder vereuert, aber sei wir klar und beständig. Drittens leibt sie mit trägende Hüs. Sie kann sich gleich gerechtfertigt haben, ihr Hort weich zu drehen und kalt und alt zu worden. Sie wird mir geschlechtlich haben können zu sie schreiben, um mich zu strafen. Sie hat kon vereuert sein und Dinge verlangen und Grenzen saten, aber sie deit nicht. Sie leibt mir und bleibt dabei, mich Gnade zu bewiesen. Damit mögt sie eine Umgebung, wat mit trägende Art trag. Viele aufgelangene frühes Arbeiten gehen an, wann ihre Männer aufgelangen sind. Daher ist durch keiner, wat für die Ehe stritt. Wenn du das Problem auch nicht angefangen hast, kannst du das aber zum Einbringen, indem du den Hort träg nur deinen Ehemann drehst und dafür fährst, sein Hort träg nur die zu drehen. Zweitens, Mama sein. Das erste Gesetz von der Ehe ist das Gesetz von Priorität. Die Ehe muss an erster Stelle sein, sonst waren unsere Partner übersichtig worden, über was ihre Stelle angenommen hat. Die Männer ihr bekanntester Fehler in diesem ist, dass sie ihre Arbeit über ihre Frühes stahlen. Für Frühes aber ist die weit bekannteste Fehler die, dass sie ihre Kinder über ihre Männer stahlen. Folgen dann Frühes dit, als Antwort darauf, dass ihre Männer ihre Horten von ihren Weg in nur Arbeit, Fremd, Sport oder sonst was gedreht haben. Aber manchmal passiert das bloß, wie ein Kinder verlangender sind oder sogar eine gratere Erfüllung bringen. Ein Don't wird die Ursache. Für eine Ehe ist das sehr schädlich, wenn eine Ehefrau ihre Abgabe als Mama höher acht als ihre Abgabe als Ehefrau. Bei sie den Schaden, was das an der Ehe tät, verletzt das Problem die Kinder auch. Das erste Problem ist, dass die Kinder abwachsen ohne ein rechtes Verständnis für was Ehe ist. Mamas, die müssen erkennen, dass du und dein Ehemann die stärkste Beispiele sind im Leben für ihre Kinder, um ihn für erfolgreich zu machen. Wo wollen sie in der Ehe Erfolg haben, wenn sie ihn nicht wiesen wo? Noch ein, Kinder sind für eine Zeit lang jene Abgabe. Die sind für 18 Jahre oder so am Heim und dann sind die weich. Und wenn die erst weich sind, wollen sie unabhängig sein. Wenn die auch dich beiwohnen, wenn die erst von Tüß sind, sei je danach viel weniger mit ihren Taub als vorher. Wenn du deine Ehe verloren hast für deine Kinder, was ist die dann geblieben, wenn die erst von Tüß sind? Wenn da Schwierigkeiten oder Probleme in deiner Ehe sind, dreh den Hort träg nur deinen Ehemann und du den Bastet, um Dinge durchzuarbeiten.
Die Kinder ihre Sicherheit hängt grotendeels van de Gesundheit van jene Ehe af. Leer jene Kinder dat ook jene Ehe te respecteren. Laat hem niet 24 Stunden am Dag en 7 Tage de week dabei, jene tijd te controleren en die levenskracht ab te brokken. Geef die Kinder de tijd en levenskracht wat nodig is, aber jef die Ehe den bastet. Feit alles wat u kost, die Ehe den eersten plaats te geven. Drittens, evaluat. Stress is in onze Gesellschaft een gewaltig probleem. Krankheiten, wat van Stress komen, zijn de Nummer 1 Ursache van een doktervoren en vergeschriebene Perlenbrocken. Mannen, vrouwen en kinderen zijn gedreven en dat verursacht grote Schäden te eigenen Families. Einige Menschen haben mehr Geld als andere, aber jede einzelne Person hat 24 Stunden am Tag. Een vrouw een erfolgreiches Leben te leven, moet we leren onze tijd en levenskracht recht te verdelen. We moeten leren onze tijd recht te delen, krijgt so gut als dat geld. Wegen onze tijd en levenskracht begrenzt zijn, moet we de wichtigste Menschen dat eerste dort tolen wat intraft, krijgt ze als met dat geld. Wegen onze eigen wichtiger zijn als onze Kinder, onze Arbeiten, onze Vrienden sowie, moet we de passende tijd en levenskracht door tot recht passen, de eigen van irgendwas oder irgendwem te beschützen, wat verzekerd wordt, die tijd en levenskraft ervan weg te stelen. Wenn du die Eva angestrengt en evaluat fällst, dann frag dich selbst diese Frage. Wo wird es schaffen, wenn je tijd en levenskraft anzuwenden, so meine Gesundheit, mein seelischer Gesundheitszustand, meine Ehe und meine Familie zu beschützen? Zum Beispiel, wenn du eine befriedete Frau bist, was utschafft, ist hier eine wichtige Frage. Fehlt dir das Geld von deiner Arbeit wirklich? Ist der enorm all den Stress wird, was dort für deinen Körper, deine Ehe und deine Familie verursacht? Wenn jene enorm auch weniger worden wird, wenn du abhirst, wird dein Leben nicht aber besser worden, sogar wenn je dann weniger Geld verbrucken können? Ich hier diese Sache mal. Wenn der Teufel nicht fertig kommen kann, die abzuholen, wird hinter die kommen und die Taubo sich schüben. Lass die nicht durch im Leben jagen. Nimm Kontrolle und knipst unwichtige Dinge durch. Viertens, unbeschränkte oder falsch dargestellte Verhältnisse. Für viele Frühe kennen Verhältnisse mit Freunden, Eltern oder anderen Familiengliedern wirkliche Drängungen für ihre Ehen waren. Wenn diese Verhältnisse in alle unsere Lebens auch sehr nötig sind, müssen wir die über Gott und Absicht holen, zu versichern, dass die das Verhältnis mit unseren Partnern nicht übertreten. Beispiele von Dingen, was wirkliche Probleme in einer Ehe verursachen können, sind: zu viel Zeit am Fernsehen, zu nur Verhältnisse haben mit einem Freund oder Familienglied, was ihnen Partner auf verschiedene Wege ersat in Zeit und Lebenskraft von am Weg hält, und zu viel Zeit zu bringen bei den Eltern oder Freunden ihrer Häuser oder mit irgendeinem Dienem heim. Omdat ein befriedet Paar recht verbunden sind und recht miteinander angehen kann, brauchen sie täglich Zeit und Lebenskraft füreinander. Wenn das andere ihre Gefeile auch weitertun kann, ab für die Ehe nicht ab für andere. Wenn die in jene Ehe Probleme haben, was die verursacht haben, andere Verhältnisse not zu gehen, dann erlaubt das nicht, dass die Verhältnisse die zurückholen von denen Ehemann flietig not zu gehen und vor allem dort zu sein, was ihm fehlt. Die vierde Sort von verdorvende Ehefrau, die von Gefeile gedrevene Frau. Eine gute Frau ist eine Kroon für ihren Mann, aber eine, die am Schauen mag, ist so als verfüllte Knorkes. Sprecher 12, Vers 4. Eine weise Frau büht ihr Haus, eine Schassel gebraucht ihr Haus mit ihrer eine Hängdol. Sprecher 14, Vers 1. Als Paulus Timotheus über die gefährliche Tiden warnt, wat an die letzten Tage über diese Welt kommen würden, seht ihr auch, wo abscheulich Menschen waren würden. Eine Eigenschaft, wat Paulus von der letzten Tag abnahmt, wie dort beise Männer so eine Frühes für sich gewinnen, die mit Sünden beladen sind und sich in ihrer Schwachheit mit ihrer Last nicht rotweiten. 1. Timotheus 3, Vers 6. Wenn eine Früh einen schwachen Willen haft, bedeutet dort, dass sie nicht von ihrer eigenen Überzeugungen geleitet wird. Und es steht, was sie von ihren Gefeilen oder die Kraft Ram geleitet, wat er Überzeugen dort zu tun, was sie tät. Diese Früh ist ein leichter Raub für den Teufel seine Lehres und die Verführung, wat von irgendwem, wat von ihm schafft, angeboten wird. Sie ist einfach durchwegen verletzbar, wenn sie sich darauf ihre Gefeile aus der Wahrheit verlässt, ihre Entscheidungen zu machen.
Hast du noch beholen, dat Gott Adam und Eva im Garten Eden gebaut, nicht von der Frucht von dem Baum von der Erkenntnis von Gut und Schlecht zu eten? Wer in Eifer sich nicht an die Wahrheit von dat Gebot schlammert, kann Satan all dich Erde Gefeile hantieren, so es dort wohl in Arriva zeigen, dat Gott seine Wert nicht wahr wären, und dat het Gut sein wird von der Frucht zu eten. Als Eifer diese treistende, selbsterhebende Wert von Bibel hier, en de lockende Scheinheit van de Frucht zag, zeden je feile aar, dat het recht zijn wordt van de Frucht te eten, en dem dat ze God zijn eeuwige Wert te ziet schmeit en ihren Glauben op je feile zaad, moog ze einen schrecklichen Fehler. Wer in einfach dono handelt, als tietliche menschliche Gefeile erlaubten, en nicht dono als Gott gesagt hat, krogt ze an ihr eigenes Leben, an ihre Ehe, an ihre Kinder ihre Levens, en ook an alle ihre Nachkommen ihre Levens verdorven nemen. Wat voor een gewaltig hoger prijs te tollen dafür, dat man dat, wo einer sich noch feilt. Want je feile ook manchmal goud en halbvoll sind die ganz onzuverlässig, um unsere Hauptrechnung davon zu nehmen. Wann wir unsere Gefeile erlauben, uns verholen fair zu sein, leben wir auf einen Rollercoaster, wo het nappen rauf geht, in dem wir lehren en ständige Unsicherheit en durcheinander te leben. De antwoord voor dit probleem is dat doen wat recht is, en doen wat unsere Gefeile zijn. Gefeile sind eine feine Kabüs, aber ein sehr schlechter Triebmotor. Die mögen wirklich sein, aber dort bedeutet nicht, dass die recht sind. Viele sehr starke Gefeile sind sehr unrecht. Mag Gottes Wort zu dienen Motor, was deine Worte noch trifft, und du wirst anbohren, dat recht die Gefeile loter fallen worden. Als eine Fall von weidonende, verbiesterde frühes Rot geben, durch viele Jahren sehe ich angeworden, dat von Gefeile gedreven worden ein großes Problem ist in Ehen. Für viele früher ist das so, dass ihre Ängste in Gefeide alles versahen, was sie in ihre Lebens und Ehen donen. Wenn sie auch lesen und hören, was die Bibel sagt, dass sie donen sollen, gehorchen sie Gottes Wort nicht, wer in ihre Gefeide und anders leiden. Am frühesten zu lehren, uit die Gewohnheit von einen schwachen Willen zu haben, und von der Gefeide gedreven zu worden, rauszukommen, mochten sie gewahr worden, was die Hauptdinge sind, was das Problem verursachen. Dann mochten sie die neue Entscheidung machen, in rechte Doten daunen am Fried zu worden. Hier sind etliche von den größten Ursachen von Gefeile gedreven zu worden. Nummer 1. Unglauben. Aber ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss bleiben, dass er ist, und dass er die belohnt, die am ernstlich segen. Hebräer 11, Vers 6. Die früh ohne Glauben ist unwillig, Gott beim Wort zu nehmen. En er steht zu glauben, dat Gott treu zijn wordt en doen wat hij zegt, zat zij mij op ihre Gefeile. En er steht op zijn eigen Wert te stonen, handelt zij naar ihre tietliche Gefeile. Unglauben ist nicht ein Problem, dat is eine Sünde. Die Lesung ist Buße daunen en am Gehorsam zu Gott sein Wort zu handeln. Dat het lang nicht so viel uit, wat man über Gott oder sein Wort feilt. Dat einzige, wat uitdeed, ist wat einer deed. Ein Daunt, wat du für Gefeile hast, seht Gott in Gehorsam. Lot die Gefeile nicht die Kontrolle haben über die, und fang an, dienen Willen durch Glauben zu üben. Wenn du dort ist, wirst du in dein Leben und in deine Ehe große Verbesserungen sein. Zweitens, nicht genug Disziplin. Einige Menschen haben freiheitgebende Eltern gehabt, wat niemals haben bemusst, wat zu tun, und keinmal recht belehrt. Dort nicht disziplinierte und volken brumsche Kind, lehrt dort zu tun, wo sich het noch feilt, ein Daunt, wat recht oder klug wir. Die früh, wat ohne persönliche Disziplin abgetrokken ist, soll dat verstonen, dat wann ihre Eltern auch nicht für Ungehorsam bestraft und für ihre Doten verantwortlich geholen haben, Gott wird aber. So als ich einen Mann sagen hier, meine Eltern schachten mich keinmal, aber als ich abwas, jeft dat Leben mich gar nicht schacht. Leer dat nu, die selbst zu disziplinieren, en stel wat Rechtlinien in dein Leben nennen. Die grootste Rechtlinie ist das Wort Gottes. Indem du versuchst zu tun, was Gott sagt, wird er dir deine Fehler vergeben, indem du das lehrst zu überwinden. Gib nicht ab. Gott läuft dir. Er wird dir die Kraft geben, Erfolg zu haben, indem du arm siehst und um seine Gnade betest. Drittens. Täuschung, falsche Information. Jesus redet vom Satan als ein Lehrer, und er fordert über alle Lehrers. Johannes 8, Vers 44. Satan versteht het besonders gut, unsere Gedanken mit so viel falscher Information abzufällen als möglich, Oja, Angst, Misswillen, gegen Onzinnen und andere negative Gefeile zu verursachen. Gott sein Wort ist das Gegenteil.
Wenn wir Gott sein Wort lesen, fällt dort an sein ab mit Wahrheit, was durchschafft. Seine Wahrheiten sind Wert von Weisheit, was unsere Probleme lösen und unser Leben scheinen produktiv machen. Ein Don't wer die Rotjaft, was je in Gott sein Wort ist, glaubt nicht. So als 2. Korinther Kapitel 10 uns lehrt, bring alle Gedanken in Gehorsam unter Christus und mag sicher, dat het met zijn woord opstemt. Behold dat jeder Gedanken, wat du nicht gefangen nimmst und zum Gehorsam unter Gottes Wort bringst, wird die gefangen nehmen. Deine Ehe ist viel zu wertvoll, die van Satan seine mit Zucker bestreite Lehen verdorben te laten. Braucht die Bibel, uit te vinden, wat wirklich die Wahrheit ist, und die Wahrhaftigkeit in Erfolg Lohn finden. Ich hoop dat dit Kapitel und 4 Sorten von verdorvende Ehefrühers die irgendwo geholpen heeft. So als ich am Anfang von Kapitel sehe, ist meine Aufsicht, wieder von Heilung und Unrecht mitzuteilen. Ich hoop, du hast dort gekriegt, durch was du gelesen hast. Behold dat auch, Gott ist Krieg nu mit dir. Er ist da, um mächtig an deinem Leben zu arbeiten, wann du an tun anlässt. Dort et nicht uit, wo schlimm deine Probleme sind, oder wie lang du die gehad hast. Dat einzige Ding, wat uitdeed, ist Gott seine große Kraft und Leib für uns. Bloß Gott kann en wordt einen verdorvenen Ehemann oder eine verdorvene Ehefrau nehmen en arm an ein Gefäß von Leib und Ehe verwandeln. Lot Gott van dort Totritt haben zu alle Aufteilungen in deinem Leben, indem du dort denkst, wird dein Leben auf Nähe und Gewalt gewei heilen und wiederherstellen. Die Fall wird sein, dat die Frau in gesunder sein wirst in eine stärkere, wachsende Ehe. Dankzij voor dat Björkhaarchen Ehe op einen Stein. Ik wens dat dit een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Ehe bouwen.